Die Duelle gehen weiter. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards im Kampf gegen Jack Atlas, der einfach alles auspackt, was er so drauf hat. Ich meine, das ist sein dritter Rotdrachen. Er und wir haben bereits 2 Stück vernichtet, aber der macht einfach weiter. Das ist unglaublich, was der da aus dem Hut zieht. Aber keine Ahnung, was er noch alles machen soll. Unglaublich, ey. Der bringt einfach... Es ist unvorstellbar. Die Frage ist, kriegen wir auch einen dritten noch down? Ich meine, was er da so aufbieten können, ich weiß, ist schon mal nicht schlecht, aber ich fürchte, es alleine wird nicht reichen. Wir haben ihn hier, Cyberdrachen, Level 5, Level 4, Level 9, das ist zu hoch, verdammt. Oh je, was soll ich machen? Kann natürlich die beiden abwerfen, eine Zauberkarte ziehen, aber es bringt natürlich auch nicht sehr viel. Ne, es gibt nur eins, was man machen kann. Das Problem ist, dachte zuerst, ja, ihr könnt ja auch in den Stufe 7 Drachen rufen, die 2 spielen hier, einen antiken Feendrachen. Das Problem ist aber, Jacks Drachen natürlich die blöde Fähigkeit, falls die Karte ein Monsterverteidigungsposition angreift, nicht zerstört, nur angreift, zerstört nach der Schadensberechnung alle Monsterverteidigungspositionen, die ich kontrolliere. Sprich, einfach nur angreifen reicht, der muss nicht zerstören, genau alle anderen gehen down. Das ist einfach nur fiese. So, und Cyberdrachen im Angriffsmodus. Die besondere Fähigkeit meines Zombies zum Glück noch im Friedhof habe. Ich dann die Karte zurück ins Deck. Und rufe den Zombie zurück aufs Feld. Und nun. Ich würde natürlich gerne ihn rufen. Das geht nur, wenn ich dann noch irgendwie eine Auslösungszauberkarte gezogen hätte, haben wir ja aber nicht. Also muss ich ihn vernichten. Und zwar mit dem Effekt des schwarzen Rosendrachens. Also natürlich. Habe ich eine mystische Tomate auf dem Friedhof? Das wäre natürlich. Mystische Tomate auf dem Friedhof, das wär's! Ich weiß nicht, habe ich die überhaupt? Ja, müssen wir jetzt direkt aktivieren, was? Scheiße, bin ich nachgeguckt. Verdammt, ich habe keinen auf dem Friedhof. Mach mal ganz kurz, jetzt macht er etwas, was er eigentlich nicht machen sollte. So Leute, das Duell ist so wichtig, dass wir irgendwie auch aufgeben können. Wir müssen ganz kurz, mache jetzt hier mal das Part noch mal angucken. Lass mal stumm schauen, sonst hört er das Ganze noch mit. Na toll. Kann bitte irgendwie... Ja, jetzt können wir... Ah, verdammt. Jetzt auch natürlich auf dem zweiten Bildschirm und ist scheinbar... Mein Player ist irgendwie auf dem zweiten Bildschirm, das ist natürlich ganz toll. So, ich hoffe, ihr habt jetzt keine Brechung gehabt währenddessen, wäre natürlich ganz doof. Okay, habe ich da irgendwo eine Tomate auf dem Friedhof? Ganz kurz nochmal den Part durchgucken. Sieht aber irgendwie nicht so aus, wa? Also wäre es jetzt so genial, wenn ich eine Tomate auf dem Friedhof hätte. Ich könnte zumindest mal einen Effekt auch mal nutzen, aber scheinbar nicht so, wa? Ich bin ja nochmal durchgucken. Sternstabdrache bin ich gerade dran. Da war der Angriff, okay. Der rote Unterwelt beschworen, der zweite bereits. Was habe ich dann noch gemacht? Da war die Karte. Ein Riesen. Ja. Der Riesenpazit, den ich abgeworfen habe. Das war ein Aufschlagen. Die hatte ich auch noch. Nö. Ich hab definitiv keinen auf dem Friedhof. Verdammt. Das wäre so genial gewesen. Oder? Da hat doch noch einer, wäre so ganz fehl. Ne, ich hatte keinen. Alter, wäre das geil gewesen, wenn einer gehabt hätte. Aber nee, keine Riesentomate. Dafür habe ich jetzt einen Angriff mit Rose, der Kriegerin der Rache. Das spannende Duell, Freunde, gegen Jack Atlas, den ehemaligen King, geht weiter. Aber echt mal, es wäre so geil gewesen, eine Tomate auf dem Friedhof gehabt hätte, mit dem Effekt des schwarzen Rosendrachens. Die Angriffspunkte seines Drachens auf 0 reduzieren können. Alter Schwede. Naja. So geht's natürlich. Haben wir jetzt hoffen nur, dass er nichts Starkes ruft, weil jetzt kann ich ziehen, ist natürlich Magisch Steinausgaben, das bringt nicht gerade viel. Glück gehabt.
Was? Nein. Was machst du dort? Shaky-Line, was soll das? Ich muss angreifen. Ich darf nicht zulassen, dass er irgendwie einen Feldvorteil hat. Wow, Krieger in der Rache. Fertig ist ein verdecktes Monster. Ich fliehe dich an. Wir haben das Gewinner. Kann er mir irgendwie gefährlich werden? Wenn er niedergelegt wird. Nee, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Alter, mein Herzpunkt. So, mal ein bisschen ruhiger. Noch 7 Karten. 3 seiner Roten und Wälzen auf dem Friedhof. Unglaublich wahr. So, ist gleich vorbei. Gott sei Dank. Riesenbaziller, sehr gut. Für mich mehr Schaden. Ja, Leute, ich glaube, wir haben es überstanden. Ich glaube und hoffe. Ja, gefällt mir, aber es ist noch lange nicht vorbei. Da hoch ist es. Und nochmal 300 Schaden. Und du bist so gut wie tot. Du. Ich habe bloß noch 800 Lebenspunkte, Freunde. Es könnte aufgehen. Es könnte endlich aufgehen. So, jetzt hat man uns noch verdeckt. Vielleicht verliert er sich selber mit so einer Fähigkeit mit einer Riesenbazille. Und wenn nicht, ist mir natürlich auch egal. Mach es anders. Aber Hauptsache geht mal bald über den Jordan. Klingt irgendwie falsch. Ich will doch nur siegen. Und mich nicht vor Schmerzen biegen. Was? Ah, neue Tomate, das ist auch nicht nett. Nicht schlecht. Und alles. Das ist auch schon da, war. Okay, lass mal. Vielleicht brauche ich nochmal freundliche Wohltat später. Wow, ist Krieger in der Rache. Direkt angehört. Check etwas Lebenspunkte und es ist noch nicht vorbei. Doch ist es. Er versucht zwar, Freunde, aber das wird ihm nichts nützen. Was ist das für ein Monster? Schöpfungsresonator. Monster, diese Karte beschwören. Okay. Und Tschüssikowski. Unmöglich, wie kann ich nur verlieren? Tja, es kann nur einen King geben. Alter, das ist knapp. Hey, ich habe 3 Drachen platt gemacht. Und wenn es zwar nichts, was ich gerne gehabt hätte, wäre es mit der mystischen Tomate ein bisschen elegant gewesen, durch die Fähigkeit des schwarzen Rosendrachens, aber naja. Man kann nicht alles haben. Das war unglaublich, Michael. Schade, dass ich verloren habe. Jetzt liegt es an dir, Odin zu besiegen. Wir zählen auf dich und vernichtet. Was kommt bereits durch? Nee, Freunde, wollen wir auch noch das UC-Platt machen. Den Luxus gönne ich mir. Jetzt, aber kommst du nicht weit. Verdammtes Aperolett. Macht ihm noch nicht. Sind noch ein bisschen zu wenig. Komm schon, ich brauche viele Punkte. So, ansonsten müsste reichen, bis ich da bin. Und da sind wir bereit. Das Duell gegen Yusei Fudo. Ruin, können wir es vergessen. Sehr schön. Okay, Leute, los geht's. Band der Wunder. Ja, wünsche ich auch. Aber Duell ist Duell. Okay, Leute, gegen Yusei. Ich würde mal stärker als Jack Atlas. Wir werden sehen, Freunde, wir werden sehen. Und es ist Zeit für ein Duell. Synchro 7D gegen Bund der Wunder. Karten und Freunde, vertrauen meine Verbindung zu beiden. Schön, ich auch. Für den Obelisk, was soll das die ganze Zeit? Mal gucken, was ich da am besten mache. Ich setze erstmal die verdeckt. Aktiviere dann goldener Sarkophag. Bereits 2 Karten, die ein bisschen Deep-Draw-Gefahr sein könnten. Also wäre es logisch, diese Karte zu wählen.
Gut. Und dann noch um ein bisschen zu trizen war. Die Karte verdeckt und das war's das erste USA. Jetzt wird's. Was machen wir jetzt? Schnell sie synchron! Ach du heiliges Kanonenrohr. Aber du hast kein Monster, um ihn. Ach, deswegen. Wollte gerade sagen, er ist gar kein Monster, um ihn zu synchronisieren. Schnell sie synchron, ein cooles Monster, was er aber nicht benutzen kann, weil ich keine. Weil ich keine was? Nicht genug Power habe. Verdammt. Ja, das auch. Ne, es geht vor allem darum, weil ich nicht genug nötigen Synchromonster habe. Sprich Turbo-Synchro, Nitro-Krieger, Turbo-Synchron, Quatsch. Turbo-Krieger, Nitro-Krieger. Wenn unsere Monster hier besonders von Vorteil wären. So. Dann haben wir uns verdeckt. Ich kenne auch UC genau, ich weiß genau, wann der zuschlägt. Und wenn er zuschlägt, dann wird es richtig heikel. Das meint auch der Michael. Tja, wen ruft er jetzt? Turbo-Krieger? Nitro-Krieger? Ich schätze ja mal, Nitro-Krieger sind Stufe 7 jetzt hat. Jep, wird wohl Nitro-Krieger sein. Nö. Wen noch ist Krüppelschütze? Ja, stimmt, damit wird es auch gehen. Ja, stimmt schon. Und so ein Spiel. Oh. Er könnte sogar meine Monster aus dem Spiel werfen, wenn natürlich gar nicht nett. So, ist schon mal im Eimer. Das ist eigentlich schon mal gar nicht mal so übel. Aber jetzt bloß keine Riesenparzelle auf der Hand. Das wäre jetzt. Alter, ich beide entdecken, ich beide rufen, in Zug in den Obelisk rufen. Dann wär's heavy. Oh, er will's wissen, Leute, er will's wissen. Ich habe hier nichts, was ich irgendwie einsetzen könnte. Das ist natürlich ganz übel. Komm schon, beste Deck, komm schon. Breaker. Da bringt mir jetzt gar nichts, Kumpel. Ist aktuell ein bisschen fail, Alter. Was anderes gucken. Freundliche Wohltat. 3 neue Karten. So. Verlängerung für die Armee. Das wird gehen. Einfach eine Stufe 8 Monster. Yep. Aber ich habe Tomaten noch am Feld. Sprich, wenn ich jetzt da nach Rot an Erzunterwelt rufe, wäre es ein bisschen fehl. Ah, verdammt, ich okay jetzt mal die 2 weg. Gut, also dann. Das Problem ist, wenn ich den zurückschicke. You say, du machst mich nicht gerade einfach, Kumpel. Nope, überhaupt nicht. Ah, Scheibenkleister. Was heißt auf dem Friedhof? Was, wenn ich jetzt da die Römer-Synchronisierer wähle, hätte ich nachher Stufe 5, dann 7, das wird 3 für den schwarzen Rosendrachen. Bloß ein Tomate vom Friedhof wäre ein bisschen wenig. Wäre umso geiler, wobei die müssen natürlich erstmal auf den Friedhof schicken. Haben wir auch noch nicht, obwohl doch, wird gerade so gehen. Ach du Scheiße, was haben wir da noch alles Schönes? Natürlich auch Goyo-Wächter. Goyo-Wächter, natürlich was! Alter Schwede, Goyo-Wächter jetzt auf den einzusetzen. Alter! Wieso eigentlich nicht? Riesentornado aktivieren! Wer auch rausfallen kann, ich auch zurück. Natürlich ein bisschen doof, aber was willst du machen? Okidoki. Dann spiele ich mal Verstärkung für die Armee. Wen haben wir denn da Schönes? Rose wäre etwas. Könnte Stufe 8 Monster rufen. Vielleicht das? Nee. Rose ist schon mal ein guter Anfang. Oder ich rufe ihn normal. Da kann ich, wie gesagt, eine Stufe 2 Bazillen vom Friedhof holen. Aber können dann nicht Stufe 6 Monster beschwören. Das würde nur mit Rose gehen in der aktuellen Konstellation. Also ich würde ihn mit dem rufen, aber geht natürlich auch nicht. Ne, ich nehme sie. Das passt ein bisschen besser. So.
Kommt noch Captain aufs Feld. Und aktiviere seine besondere Fähigkeit. Und rufe auch noch Rose, die kriegende Rache. So, natürlich kann ich jetzt bereits schwarzen Rosendrachen rufen. Ich habe ehrlich gesagt für später ausspannen. Ich rufe erstmal ihn hier, den Goyo-Wächter. Weil der könnte mir einen extrem geilen Feldvorteil beschaffen. Entschuldigung. Und hier kommt er im Angriffsmodus. Juhu! So, sehr schön. Und los geht's. Goyo-Wächter, vernichte sein Gerümpel Schützen. Stufe 6 gegen Stufe 7. Stufe 6 gewinnt. Okay. Ja, Jose, okay. Alles okay. Und er kommt zu mir. Einfach so ein Stufe 7 Monster, ganz geil. So, der Captain noch bitten darf. Der Captain! Captain, mein Captain! Das planst du also. Was plan ich? Ich plan nix. Ich plan doch nie etwas. Ich hab einfach nur die Power, du. Na, jetzt noch. 4400. Das lasse ich nicht zu. Ja, ich fürchte, muss es. Gut, Zug beendet. Jetzt ist es langsam richtig heikel. Meint wie immer der gute alte Michael. So, Yusei, was willst du jetzt versuchen? Das war irgendwie klar. Ja, muss fast so machen. Plus 2 verdeckte Karten. Vorher hat er aber 3 gehabt. Ich weiß insgesamt sogar 4, aber das ist ein anderes Thema. Okidoki, will ich mal so ein Monster und schicke es aus dem Spiel. Aktiviere dann noch meine Zauberkarte Köderpuppe. Jetzt muss ich die richtige Karte treffen. Okidoki. Und er ruft Schnellziehsynchron. Da hätte er doch theoretisch eine Idee. Problem ist nur, was mache, wenn er der reisende Tribut auf dem Feld hat. Wenn das reisende Tribut ist, bin ich jetzt total im Arsch. Ich muss Risiko eingeben, Freunde. Es geht nicht anders. Breaker. Okay, das ist schon. Nein, scheiße, aber es geht mir noch. Es war nicht ganz so schlimm. Okay, kommt ein Angriffsmodus noch. Und das war's, liebe Freunde. In einem Part sowohl Yusei als auch Jack etwas abgefertigt. Sowohl Yusei besiegt, bevor er da seinen Sternschubdrachen rufen konnte. Puh. Weil ich denke mal, dann wäre es ganz fies geworden. So, kämpfen gegen Odin gleich. Was bei Odin fehlt eigentlich noch, ja. Das Problem ist, für unser Deck, was habe ich dann noch nicht gemacht? Was wollte ich noch machen? Einerseits natürlich mal noch den Sternschnuppendrachen beschwören. Das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 wäre eigentlich noch den Effekt des schwarzen Rosendrachens zu aktivieren. Bezüglich halt die gegnerischen Angriffspunkte zu senken. Haben wir auch noch nicht gemacht. Wir haben mittlerweile 3 Mythische Tomaten im Deck, sprich 3 Pflanzenmonster. Das würde also reichen, aber naja. Aber egal, wir haben gewonnen! Auch Yusei ist besiegt. Ich habe verloren. Mike, ich bin mir sicher, dass du ohne besiegen kannst. Bitte, zum Wohle aller. Noch Level 3, okay, nur einen besiegen müssen. Obwohl mir nicht ganz so sicher. Oh Mann, Leute, was wird hier wohl noch so alles abgehen, hier, bevor wir da gegen Odin catchen können? Ich meine, es sind ganz viele Fragezeichenfelder noch. Und überhaupt, werden wir eine Chance gegen Odin haben, oder sind wir verdammt dazu zu verlieren und einer seiner Schwänzender zu werden, mit der Seele eines Duellanten? Nee, niemals. Niemals, lass es nicht zu.
Okay. Und auf Stufe 3 Felder. Gut. Da ist nochmal so eins. Ist noch alles ab oder was? Weil ich jetzt den falschen Weg gegangen bin. Und sieht fast so aus. Alter Schwede. Tettis, Göttin des Lichts erhalten. Okay, cool. So, gehen wir zurück. Neue AP sammeln. Odin, hey, voll mit dem Thron dort. Der Feuer sitzt. Natürlich. Ja, muss also echt beide besiegen. Wunderbar, Michael. Ich hätte nicht gedacht, dass du der letzte verbleibende Duellant wärst. Es ist faszinierend, wie jemand wie du, der kein Mal eines Auswelten trägt, solch eine Kraft besitzen kann. Du wirst also mein oberster Diener werden. Tja, ich habe nicht gedacht, dass du dich mir so einfach fügst. Haben wir 2 extrem aufgezehrt. Och, nö, wird schon gut gehen. Ich werde doch locker platt machen. 5 AP, okay, wenn wir zurückkommen oder was? Hier muss doch etwas sein. Was denn los? Und doch noch. Was soll das wohl sein? Der Schöpfer erhalten. Hä? Der Schöpfer? Sie kann nicht denken, dass es ist. Oh Mann, zu wenig AP. Und das ist aber reichen. Leute, wie es weitergeht hier am finalen Kampf gegen Odin und danach das Let's Play zu Ende sein wird, das erfahrt ihr im nächsten Part. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Im Part 88. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.